Na Freunde, bereit für den vielleicht letzten Part? Ich bin nicht so sicher. Ich habe gelernt bei der Kingdom Hearts Reihe, dass ich mich da nicht mehr zu sehr darauf festlege, ob das jetzt der letzte Part sein könnte oder so, weil du wirst eh immer wieder eines Besseren belehrt. Okay, letzter Part haben wir Fake Riku platt gemacht, so wie es aussieht für immer, aber auch da bin ich mir nicht so sicher. Wir haben als Riku Namine kennengelernt und wissen ja, dass Sora da in dieser Kapsel ist, um Erinnerungen zu regenerieren und so. Und die Frage ist, Riku, ist er jetzt auf dem Weg, sich Ansem zu stellen, ein letztes Mal, oder? Ich bin noch ein bisschen unsicher. Kann man den hier nehmen, komm. 2 grüne Nullen. Haben die mir echt einfach den Weg verbaut? Ich glaube das nicht. So. Ist das der Richt... Hä? Kann man hier wieder raus? Ich bin ein bisschen verwirrt. Da ist es so, wo ich muss ja hinten raus, okay. Nochmal alle Karten verbraten, die ich habe. Wenn es die letzten sind, aber nichts dagegen. Ne, 4 oder 0, okay, jetzt gehen wir langsam die Karten, also Gott, das ist sowieso die letzte, die ich noch brauche. Wehe, die nächste Tür ist nicht offen. Wehe. Jo, dankeschön. So. Refugium des Siegers. Nicht der Sieger, nee, des Siegers. Dabei wären wir nichts ohne König Mickey. Mickey Mouse, yeah! So. Also, die Frage ist, es muss einer mal eine Welt kommen, aber wie ist das mit Ansem und wie ist das nochmal mit Mickey? Wann wird er nochmal auftauchen? Ist er so, also eigentlich müsste er sowieso immer bei uns sein, von dem her. Und vor allem, ja, wie werden wir wieder mit Sora zusammenkommen? Oh. Gosh. I guess you decided not to go to sleep. How'd you know that? I heard it from Diz. Do you know him? Well, I'm not sure. Got a feeling that I've met him somewhere. Hey, who are you? I could be nobody, or anybody. It is up to you whether you choose to believe in me or not. Boy, you really like pushing decisions on other people. And you have pushed away slumber, making the choice to face Ansem. Do you think I'm reckless? You have chosen your own path. Are you supporting me? Or are you abandoning me? That will be your choice as well. What's this? The organization will pursue you. Like a pack of hunting dogs, they will sneak up on you if they sense your presence. However, this cloak that is worn by nobodies will render their eyes and their noses useless. The ears, not so. They wear this to give themselves protection from being devoured by darkness. Is it clear? Even the organization cannot rule the darkness. Doesn't matter. I won't run from the darkness. The
card will draw out your heart's darkness. Finish your business with Ansem. Come on. Let's go. Schloss des Empfangens. Ja, was soll ich jetzt davon halten, von von dem seltsamen Diss-Typen? Miki, was sagst du dazu? Beginnen zu sein. Ja, ich meine, auf den ersten Blick sieht ihr Ansem nicht unähnlich, aber woher sollten wir ihn kennen, oder vor allem Miki? Kein Plan. He said this card will draw Ansem out. Don't worry. We can defeat him together. Sorry. I've got to face him alone. But why? There's no point in doing this if I can't do it on my own. But I do need a favor. If Ansem is the victor, he's going to enslave me. If that happens, use your powers to destroy... Of course! I'll be right there to save you. Huh? No, that's not it. I want you to destroy... No way! No matter what happens, I'm gonna be right there to help you. I promise you that. Unless you don't believe I'll come through for you. I choose to believe in you. Always, Your Majesty. And I in you. You're not gonna lose. I know it. Thanks. Märchenonkel Rico. Alter, was hat Miki nur... Miki hat so eine Art an sich. Einerseits denkt man sich so, boah, ist der nervig. Andererseits denkt man sich auch so, jo, so einen Kumpel willst du auch haben. Das weiß ich genau. Ich verstehe aber auch Rico, wenn er sagt, er will sich Ansem alleine stellen. Verstehe ich komplett. Nur ist es jetzt halt nochmal eine Welt, das heißt... wir brauchen neue Karten und... ja gut, von mir aus am liebsten nicht, aber gut, ist ein anderes Thema. Ansem platt machen, ich hoffe, ich kriege anständige Kartenkampf. Dann ist ja die Frage, was passiert? Ziehen wir echt einen Mantel an und werden Undercover-Agent in der Organisation? Ansem! Where are you? Show yourself! Why in such a hurry? I'll be here at the very heart of darkness, watching you plunge into the same darkness inside of you. Wozu die Eile? Wozu die Eile? Fragt ihr das ernsthaft? Mann, was für ein Penner, ey. Wozu die Eile? Weil vielleicht mal den nächsten Teil Kingdom Hearts 3 zocken will, damit wir möglichst schnell zu Kingdom Hearts 2 kommen, weil ich echt heiß auf Kingdom Hearts 2 bin und auf den dritten Teil, aber erstmal auf 2. Ich muss zugeben, ich bin auf den zweiten Teil ein bisschen mehr gespannt als auf den dritten. Wow, war nicht schlecht. So, was machen wir alles? 1 oder... okay, da geht er noch. So ein Seefunk war sowieso nicht schlecht. Wir haben nicht viele Räume vor uns, aber ich wette mir da, ich wieder so ein Scheißraum kommen. Von wegen, hey, um die aufzumachen brauchst du 99 Karten. Yeah! Oder im Gesamtwert 99. So, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Es wäre die letzte, theoretisch, aber... also, ich meine, das Spiel würde mir echt entgegenkommen, wenn man bei der letzten Tür sagt, nö, du brauchst nur einen Schlüssel, mehr brauchst du nicht. Okay, dann echt die Viecher schon. Wir sind aber auch stark, muss man zugeben. Die Karten, die ich habe, sind auch nicht so schlecht. Sie könnten besser sein. Hey, ich habe Miki trotzdem dabei, geil. Von wegen Rico kämpft alleine. Ah,
Genau, Mickey. Your Majesty! Ah, time's up! Like it! Darkness! Ja, komm, Kartenspamming. So. Ja, natürlich kriege ich keine 3. Ja, du mich auch, Spiel. Das ist ja wohl. Take this! Yeah! Like it! Take this! Yeah! Könnte eigentlich wieder mal den hier bringen. Like it! Take this! Like it! So, ich hab Mickey, ich weiß. Ich warte nur darauf, ob ich vielleicht Mickey noch ein zweites Mal kriege. Ah, da ist er ja. Oder? Your Majesty! Endlos-Kombo. Your Majesty! Time's up! Also, was ich auch mal geil finden würde, also, ja, natürlich so Mickey und so zusammen kämpfen, das natürlich schon. Oder ihn auch mal Mickey, Donald und Goofy so zu sehen. Vor allem, alter, schon eine Karte 1, wollt ihr mich verarschen? Ich fange jetzt an zu schneiden, ganz ehrlich. Natürlich auch Sora und Riku. Natürlich erst in einem von Kingdom Hearts 2, dafür zuerst Kingdom Hearts 3. Like it! Yeah! Take this! Das tat doch weh. Darkness! Your Majesty! Time's up! So. Your Majesty! Time's up! Ihr haut keiner ab. Ihr werdet sterben. Oder auch nicht. So, komm. Alter, ich krieg einfach keinen Wert mehr über 3. Das ist doch nicht zu glauben, ey. Gut, mit der 0 kann ich zur Not umgehen. Was? Ah, sorry. Nein. Hier. Tsching. So, Freunde. Muss ich schneiden oder muss ich nicht schneiden? Wir sehen es gleich. Ich fürchte mal, ja. Weil es würde mich stark wundern, wenn ich hier einfach so durchkäme. Wobei, der Wert 13 geht eigentlich. Ich bin überrascht, dass er so tief ist. Ich frage natürlich 13. Theoretisch würden mir schon 2 6er genügen. In meinen aktuellen Karten. Aber kriege ich die auch? Wir sehen es gleich. Sonst, wie gesagt, schneide ich einmal ganz kurz, dass wir die Karten, notwendigen Karten gefarmt haben. Your Majesty! Time's up! Ja, für Mickey ist immer die geilste Kombi. Your Majesty! Time's up! Eine 5. Danke, nehme ich. Das ganz ehrlich, nehme sowieso alles. So. Für noch eine 6. Theoretisch könnte das bereits der Gegner sein, der uns die heilige 6 gibt, aber ich habe so meine Zweifel. Jetzt natürlich irgendwie ineinander einfach mal ein paar Nullen. Das wäre episch. Take this! Darkness! Und wohl schlecht. Your Majesty! Time's up! Die Frage ist, kriege ich noch ein Level-Up vom letzten Kampf mit Ansem oder eher weniger? Your Majesty! Time's up! Oh, warte mal, Ansem. Oh nein, das war doch... Wir wollen wieder so ein Scheißkampf sein wie damals mit Sora gegen Ansem. Und natürlich auch Sora gegen Marluxia, wird wieder mal so ein Kampf sein. Bin ich mir ganz sicher. Ah, ich
hasse die Kämpfe, ey. Einerseits sind sie zwar episch, aber wenn du es halt ständig hast, quasi jeder Endboss ist so aufgebaut, dann denkst du auch so, okay. Ganz schön hartnäckig geworden, wa? Machen wir das Level ab. Natürlich eine 1. Was könnte sonst sein? So, machen wir ein bisschen mehr AP. Das Spiel verarscht mich nach Strich und Faden. Ja, ja, ja. Mit mir kann man sie machen. Eben, das ist halt etwas, was ich sagen muss, jetzt auch rückblicken, nachdem ich jetzt beide Teile oder beide Routen vom Spiel gezockt habe. Ich sehe jetzt schon mal das Fazit. Das mit diesem Zufallsprinzip, sorry, ist einfach dumm gemacht. Weil ich meine, das Spiel, wenn man sagen würde, okay, ich wüsste jetzt, was ich für einen Wert bräuchte insgesamt, dass das irgendwie deswegen das Spiel vereinfachen würde. Warum? Das macht das Spiel jetzt nicht einfacher. Es macht es angenehmer durchzuspielen. Die Schwierigkeitsgrad vom Kampfsystem selbst habe ich aber bei den Bossen sowieso noch. Also insofern, eben quasi zu sagen, okay, da mit der Roulette-Karte, es wäre gar keine Karte, ich hätte auf diese Funktion Roulette-mäßig immer. Wäre ja eigentlich auch ganz cool. So, hätten wir es. Ganz kurz zurück zum Speichern und zum Healen. Hup. Sehr gut. So, Freunde, bereit nochmal Ansem ins Auge zu blicken. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass ich ihn instant schlage. Wobei Malusha ging in seiner letzten Phase auch relativ gut. Mit Rico gegen Ansem. Ja, vielleicht haben wir Glück und entwickelt hatten sich so zum Schluss. So, jetzt darf Rico nochmal richtig drauf loslegen. Die Spieler dürfen sich dann nochmal richtig voll ausleben. Also eine richtige Genugtuung, wa? Das wäre schon geil. Also, nie mehr Karten, Freunde! Nie mehr Karten! Nach diesem Kampf. I smell you, Ansem. Show yourself. I have watched you fight. I know your strength. Your skill with darkness has grown. It has become more mature. And yet why? Why do you accept the darkness, but still refuse me? You know you and I are similar. We both follow where the darkness leads. Indeed, we are the same. So why? Does some part of your heart still have a fear of the dark? That's not it. The truth is, I just can't stand your foul stench. You are a fool. You should know my powers well by now. Yeah, I know. Or did you forget? I used all the power you had to give, and Sora still beat me. I'm not at all impressed with your powers. Very well. In that case, you shall sink into the abyss! War ja klar.
Wobei, es sieht momentan noch human aus, aber jetzt sich wieder 2 oder 3 Phasen geben der Kampf. Können wir sicher sein. Aber einen neuen irgendwo? Nö, natürlich nicht. Also. Ja, der Damage ist nicht schlecht. Sag mal. Nein! Ah. Er ist doof von mir. Was ist eigentlich für ein scheiß Schatten dahinter ihm? Verstehe ich ihm noch nicht, was er überhaupt soll. Bis jetzt geht der Kampf. Treffen gar nicht mehr. Schöne Scheiße. Mickey ist auch nicht hier, da kommt vielleicht nicht mehr. So, theoretisch hätte ich die Hälfte schon mal. Die Frage ist, bleibt es dabei? Wenn man doch keine Kombis, was ich natürlich sehr geil finde. Vor allem auch deswegen glaube ich halt, dass noch ein paar Phasen kommen werden. Mann, wieso treffe ich den letzten Mal einfach nicht? Das ist doch scheiße. Riku! Wir haben ein Problem. Mann! Geh mir auf den Sack, der Alte. Aber die 5! Nein! Ah, die 4. Ups. Da muss er natürlich jetzt kommen. Alter, bei viele Karten, immer noch. Das war knapp. Aua! Mickey! Spann noch ein bisschen auf. Ich habe keine 8 mehr, super. Ah, da ist ein 9. So. Oh, wo sind meine 9 abgeblieben? So. Nein! Ah, Scheibenkleister. Das ist ein kleines Problem. Ich habe noch alle Karten zurück, krass. So, fast down. Jetzt reicht's mir. Bitte sag mir, das war's. Oh, das wäre so schön. Ich würde das Spiel lieben, wenn es jetzt vorbei wäre. This is the end. This is hardly the end. Your darkness, I gave it all to you. My dark shadow lingers. Someday, I will return! Sora. Kairi. Gosh, Riku, I know you wanted to do this alone, but you don't mind getting a little help, do ya? So, Riku, what happens next?
Are you going home? I can't go home. Not yet. It's still here. It's really faint, but I can sense him. So, I think his darkness may still have a hold on me. Your darkness belongs to you, just the same way your light does. Up till now, I thought darkness was something that should never exist. Then, I spent time with you and changed my mind. The road you chose, I didn't know. Light and dark, back to back. With you, I think they might meet in a way nobody's seen before. Wonder where that road leads. I'd like to see myself. I'd like to walk the road with ya. Your Majesty, I'm really flattered. I don't know what to say. Gosh, Riku, you know you don't have to call me that now. We're pals. Fair enough, Mickey. What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn. Das war geil. Ja, schöner Endkampf. Also, wie bereits schon vermutet, die Entwickler wollten dann nochmal hier ein bisschen entgegenkommen und sagen, hey komm, hau dem so richtig schön die Hucke voll. Weil Ansem war wirklich sehr, sehr einfach, muss man zugeben. Fand ich aber sehr geil in diesem Moment und natürlich jetzt auch Riku und Mickey auch vom Outfit her. Wie gesagt, ich habe Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 1 ursprünglich zum Teil mal mitgespielt, nicht alles gezockt. Deswegen sind mir gewisse Szenen vertraut. Und jetzt auch diese Endszene mit Riku, diesem schwarzen Mantel, mit Miki genauso. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und was man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, könnt ihr euch noch erinnern an die letzte Folge von Kingdom Hearts Final Mix? Da habe ich doch, also dort, wo wir auch den Unbekannten besiegt haben, ist immer noch die Frage, wer ist überhaupt der Unbekannte dort gewesen? Weil es war weder Ansem noch was einer der anderen Organisationsmitglieder. Aber es gab doch am Schluss noch eine geheime Endsequenz. In dieser geheimen Endsequenz haben wir doch ein paar Typen gesehen, wo wir so dachten, die tragen auch so schwarze Klamotten, also schwarze Kluften. Zu wem gehören die überhaupt? Jetzt haben wir erfahren, es gibt die Organisation. Und irgendwie, ja, wir sollen irgendwie zu niemandem werden und so. Und mehr dazu erfahren wir im nächsten Projekt. Im nächsten Teil der Kingdom Hearts 1.5 Remix Collection. Das heißt, ich kann es zumindest nicht auf Englisch aussprechen. Aber Kingdom Hearts 358 von 2 Tagen. Ich weiß, der Name ist bescheuert, wenn man es so sagt. Wenn ich mich noch richtig erinnere, habe ich es jemals gezockt? Nee, ja, nein. Es ist auch da. Ich habe mal 2, 3 Szenen gesehen. Weil es ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch ein Spiel von 3DS oder sogar DS gewesen. Irgendwie sowas kommt mir bekannt vor. Und das waren halt so Szenen, wo ich mir dachte, okay. Damals nichts damit anfangen konnte. Aber jetzt so im Rückblick denke, okay, doch, das macht jetzt irgendwie mehr Sinn. Noch nicht so ganz viel, weil ist, wie gesagt, auch schon eine Weile her. Und ich habe noch nicht alles erlebt. Aber das holen wir nach in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Projekt war, weil das Let's Play Kingdom Hearts Switch of Memories ist vorbei.
Und ich persönlich muss sagen, sowas Pfad würde ich nicht nochmal zocken. Rikus Pfad, ja, bis auf den Typen in Wonderland, der war kacke. Der Kampf dort. Aber ansonsten, die anderen mit Riku, die gingen. Mit Riku zocken ist eigentlich auch sehr, sehr angenehm. Merkt man relativ schnell. Hier noch die Organisationsmitglieder. Ja, ein paar sind schon down, war. Also er ist ja weg, ist sogar Nummer 4 gewesen, war. Der ist ja down. Da haben wir, glaube ich, Nummer 5 und Nummer 6. Was mir gerade den Namen nicht mehr. Der Typ war krass, ey. Alter, der Erdfuzzi. Das war, glaube ich, Nummer 5. Der andere war Nummer 6. Dann nach Excel. Er ist der Einzige, der lebt. Also lebt, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ob die wirklich alle tot sind, kein Plan. Da weiß man denen nie. Wobei Wechsel dürfte, glaube ich, echt down sein. Der kommt nicht wieder. Ob er nochmal kommt, kein Schimmer. Und hier haben wir Kaiju und Namine, die, ja, wie Riku schon sagt, die gleiche Aura haben und sich doch sehr, sehr ähnlich sind. Aber warum genau? Warum sind die beiden sich so ähnlich? Das sollten wir, denke ich, eben im nächsten Projekt erfahren. Und glaube ich sogar auch bei Kingdom Hearts 2 natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Das ist wohl die Dunkelheit, die Riku spürt. Riku, Miki. Eigentlich sollte Miki nach Hause gehen, war zu seiner Frau und so, aber. Warte mal, sind wir jetzt bei Twilight Town? Da haben wir Axel, einen kleinen Jungen. Tja, und diesen Jungen, um den geht es im nächsten Teil der Kingdom Hearts Reihe. Ah, hier ist auch ein Dies dabei, okay, sehr schön. Wer ist denn da jetzt im Hintergrund? Einfach das Gesicht nicht zeigen, hey, wie gemein ist das denn bitte? Kingdom Hearts Region of Memories komplett durchgespielt mit Rebirth, Reverse. Nachher muss ich sagen, ich bin doch froh, dass ich es noch gemacht habe. Am Ende des Weges, ohne dich gilt es, ein Versprechen einzulösen. Früher mögen wir Seite an Seite gegangen sein, jetzt schreien wir mit dem Rücken zueinander voran. Und obwohl sich unsere Wege nicht kreuzen werden, sind doch alle Pfade irgendwo verbunden. Wenn ich endlich bei dir ankomme, sind wir vielleicht nicht mehr die, die wir mal waren. Aber wir werden uns wieder ein Versprechen geben. Wir haben es geschafft, Freunde, der Weg in die, keine Ahnung, Dunkelheit. Nee, Fortschritt, Debris, 100% schön. Abschlusszeit, ja, kann man so machen. Schnelle Stiche, natürlich sehr viele. Spiel speichern, was soll ich jetzt machen? Einfach ein Finale erstellt, okay. Direkt vor dem Finale. Das lobe ich mir. So, komm, hier. Mit dem Endlevel 38. Passt. Sora und Riku. Tja, auf die beiden müssen wir eine Weile verzichten. Und zumindest auf Sora, da bin ich mir sicher. Bei Riku, doch bei Riku eigentlich auch keinen Sinn. Oder? Gibt es Sinn, dass er... Nee, ich glaube nicht. Aber Sora garantiert. Im nächsten Teil der Kingdom Hearts Reihe... Ah ja, sieht man sie auch, wa? Ja gut, ist eigentlich schon ein bisschen... Miki, was macht Miki plötzlich hier? Er hat zwar die Kutte an und so, das ist soweit klar, aber warum ist Miki hier und nicht bei Riku? Und warum trägt dieser seltsame Typ im Vordergrund das gleiche Schlüsselschwert wie Sora? Und irgendwie, ich meine, Ex ist bei ihm, okay, aber der Typ da mit dem Schlüsselschwert, der sieht doch Sora irgendwie ein bisschen ähnlich. Vielleicht so wie Namine auch Kairi ähnlich sieht? Wir werden es erfahren. Das nächste Mal, Freunde, bei Kingdom Hearts 358 von 2 Tagen. Ja, irgendwie so zumindest. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.